Was ist, wenn deine Teile von dir, die du verbirgst und die du für dunkel oder inakzeptabel haltest, in Wirklichkeit der Schlüssel zu deinen grössten Stärken sind? Denn jeder von uns trägt einen Schatten in sich, sozusagen ein verborgenes Reich voller Wünsche, Ängste und unerforschten Potenzial. Doch die wahre Kraft liegt nicht darin, die Teile zu unterdrücken, sondern sie zu akzeptieren. Hallo, ich bin Mara Mystik und ich nehme dich jetzt gerade mit in die geheime Macht vom Schatten. Das wirksamste Werkzeug für persönliches Wachstum ist nicht die Beseitigung von deinen Fehlern, sondern die bewusste Auseinandersetzung mit deinem Schatten selbst. Und das Wichtigste, seine Integration. Deine verborgene Tiefe zu verstehen, kann sie in eine Kraft verwandeln, die dein Leben tiefgehend verändert. Und vor allem, unser Schatten selbst besteht nicht nur aus Schwächen oder negativen Eigenschaften. Es ist ein Teil von uns, der unerforschte Möglichkeiten und unterdrückte Talente enthält. Vor allem die gesellschaftlichen Normen und persönliche Erfahrungen führen oft dazu, dass wir diese Seite genau verstecken. Aber was ist, wenn genau dieser versteckte Anteil die grössten Stärken verbergen? Es geht darum, die verborgenen Architekten zu entlarven. Also wie erkennst du deinen Schatten? Achte auf wiederkehrende Auslöser, stark emotionale Reaktionen und vor allem selbstkritische Gedanken. Auch deine Träume und unbewussten Muster können hier Hinweise liefern. Oft zeigt sich das Schatten selbst eher so ein bisschen tarnt als etwas anderes in Konflikt, Ängste oder unbewusste Entscheidungen. Und wenn du lernst, diese Muster zu erkennen, hast du den ersten Schlüssel in der Hand. Und dann der nächste Schritt ist Akzeptanz. Es geht nicht darum, in Negativität zu versinken, sondern bewusst herausfordernde Emotionen anzunehmen und aus ihnen vor allem zu lernen. Weil wahre Selbstliebe bedeutet, alle Facetten seines Selbst zu akzeptieren, also die guten und die dunklen. Denn nur wer sich annimmt, kann auch wirklich wachsen. Ziel ist ja quasi Blei in Gold verwandeln, also unseren Rucksack, den wir haben, der schwer ist. Also wenn du deinen Schatten integrierst, wird er wirklich zu einem mächtigen Werkzeug. Durchsetzungsvermögen zum Beispiel, dass du vielleicht das unangenehm empfindest, kann plötzlich zu klarer Kommunikation und extrem starken Grenzen werden. Ängste oder Unsicherheiten können dich mehr zur Kreativität führen. Und hier die Integration von deinem Schatten verändert eben nicht nur dich, sondern auch deine Beziehungen, deine Entscheidungen und vor allem dein allgemeine Wohlbefinden. Wenn du deinem Schatten begegnest, darfst du quasi deine Zukunft freischalten. Und das sieht so aus, von der Ungewissheit bis zur Identifikation und Akzeptanz bis hin zu der Integration. Das ist der Weg und der Schlüssel zu deinem vollen Potenzial. Also fang doch heute mal an, schreibe ein Tagebuch, beobachte dich achtsam, mach mehr Me-Times und geh in eine pure, ehrliche Selbstreflexion, ohne zu bewerten. Und entdecke deine Schatten. Deine grösste Stärke liegt nicht drin, perfekt zu sein, sondern ganz zu sein. Es kann im Fall echt Freude machen, die geheime Kraft des Schattens zu entfalten. Auch wenn man am Anfang denkt, ich weiss nicht so ganz. Aber wenn man merkt, wie befreiend das ist, dann hat man Blut geleckt. Und dann macht es wirklich Freude. Das ist immer noch der erste Schritt, wo es Überwindung braucht. Und dann wird es ringer.